Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und ja, wie ihr seht, es gibt mal wieder einen Vlog. Oder mal seit langem wieder einen Vlog. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Vlog aufgeladen habe, aber das ist sicher schon Ewigkeiten her. Ich mache das jetzt auch mal mit einer neuen Kamera. Mit der Sony Alpha 7, die 4. Generation oder 4, wie auch immer das noch heisst. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht richtig. Und mit dem Mikrofon, das ich noch da oben drauf habe. Ich schaue mal, wie das so funktioniert. Also wenn noch nicht alles optimal ist, tut es mir leid. Ich das Ganze auf einem Stativ, das ich so muss heben mit meinem Arm. Und die Kamera ist sau schwer, also heisst, der Arm wird sicher noch wachsen, weil die richtigen Bizeps jetzt dann noch bekommen. Und ja, heute ist aufgehört, also heute ist ja eigentlich sozusagen ein Sonntag und man kann eigentlich nichts machen. Trotzdem habe ich etwas zu erledigen, und zwar ist ja mein Auto wieder mal mehr dreckig und das sollte ich jetzt waschen. Das machen wir mal und dann nehme ich jetzt einfach mal die Kamera mit und dann tun wir da mal ein bisschen schöne Autovideos machen, mal schauen, ob das etwas wird mit dieser Kamera. Ich möchte eigentlich mehr auch ein bisschen schauen, wie das so funktioniert mit dieser Kamera da alles. Und darum würde ich sagen, wir legen jetzt los. Wir gehen mal eine Waschbox suchen, dort mal das Auto waschen. Ich weiss nicht, ob ich dort groß etwas filmen beim Waschen selber, weil ich habe ein bisschen Angst, dass die Kamera nass wird und dann die mir irgendwie noch ableitet. Weil das wäre echt schade, weil die Kamera hat echt viel gekostet. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir werden mal richtig Waschbox und dann schauen wir mal, was wir dort filmen können oder ob wir etwas werden filmen. Let's go. So, also, wir gehen jetzt los, so wie es die coolen Influencer machen. Immer noch das Outfit checken, richtig immer Casual Basic und natürlich ganz wichtig, als Aargauer, die weißen Söcke wissen Bescheid. Laufschuhe habe ich noch an, weil vielleicht gehen wir nachher noch schnell kurz laufen. Das Wetter heute ist eigentlich noch relativ nice und darum könnte es auch gut möglich sein, dass ich noch vielleicht schnell eine Runde laufen und dass wir vielleicht so ein paar geile Naturshots machen, weil ich möchte eben gerne die Kamera ein bisschen testen. Wichtig ist auch noch natürlich immer noch etwas Trinken mitnehmen. Da nehme ich natürlich wie immer, ihr kennt es, das legendäre Fokuswasser mit. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir gehen jetzt das Auto waschen, suchen uns mal eine Waschbox und ja, würde ich sagen, bis später. Cause I got what you need, ayy, keep that shit low key, whoa, don't tell all your friends, why, everybody want a piece, whoa, damn, look, I'm smooth, yeah, no crashing, whoa, vroom vroom, yeah, can't catch this, I'm smooth, no crashing, yeah, vroom vroom, can't catch this, speed it up, go, something like gadget, big check, straight to my address, E-Class, yes, I live lavish, talk is cheap, except... So, ich bin wieder daheim. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen laufen mit der Kamera und wollte mal ein paar Bilder machen und auch ein paar Videos aufnehmen. Einfach um ein bisschen die Kamera besser zu verstehen. Jetzt sieht aber das Wetter nicht so wahnsinnig geil aus, darum werde ich jetzt wahrscheinlich nicht laufen gehen. Wir schauen einfach mal, was wir sonst machen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach später. So, ich bin gleich noch unterwegs, laufen. Aber das habe ich GoPro mitgenommen, weil mit der habe ich eigentlich auch noch nie richtig etwas aufnehmen oder noch nie etwas richtig aufnehmen. Und ja, jetzt habe ich gedacht, jetzt mit dir mit. Probiere mal mit der ein bisschen Zeug aufzunehmen, ein bisschen Fotos zu machen. Weil GoPro ist eigentlich auch noch relativ stark. Das ist jetzt, glaube ich, die 9. Generation, also Hero 9 Black Edition oder wie auch immer. Die habe ich mal vor ein paar Jahren gekauft, aber eigentlich nie gross gebraucht. Wieso auch immer. Jetzt probieren wir sie mal ein bisschen. Ich nehme sie mal mit in das Video. Und ja, ich habe jetzt etwa so einen Fußmarsch von mir von 6-7 Kilometern etwa. Und ja, wir schauen mal, wie das so wird. So, ich bin inzwischen wieder heimgekommen. Ich bin eigentlich jetzt noch den halben Nachmittag bei meinen Eltern vorne gewesen, beziehungsweise wir waren schon gewesen. Wir haben noch ein bisschen gelabert über alles und ja, ich bin eben noch gelaufen. Ich weiß nicht, ob ich noch etwas gesagt habe. Ich glaube, nein, ich bin gelaufen. Ich bin 7,3 Kilometer gelaufen, also schon ein rechtes Stück bin ich jetzt gelaufen, aber ja, ich selber habe in meinem Beruf leider nicht so viel Bewegung, darum hat es mir sicher gut getan, jetzt eine bisschen weitere Strecke laufen, aber es ist top gegangen, hat Spass gemacht auch. Und war mir super gemütlich gewesen. Ich liebe das, manchmal einfach so ein bisschen für sich selber sein, Musik hören und einfach noch mal irgendwie laufen. Also wenn ihr euch manchmal jetzt so gut fühlt, macht das mal
Das hilft einem schon noch, oder beziehungsweise man fühlt sich nachher viel besser. Und ja, jetzt haben wir gerade Viertel vor 5 Uhr und ich tue jetzt schon anfangen zu streamen, weil wir haben ja aufgehört, darum ja, muss ich nicht eigentlich bis um 7 Uhr warten, darum mache ich da ein bisschen längeren Stream, weil in den letzten paar Mal sind da nicht so viele Streams gekommen und ich habe jetzt auch Bock zum Streamen. Ich glaube, du GTA Chaos Mod streamen, ich weiß noch nicht genau, was ich wirklich mache, aber das werde ich jetzt sicher machen. Und falls du noch nie bei mir im Stream bist, kannst du das gerne machen oder gerne mal reinschauen, besser gesagt. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und ja, da würde ich sagen, wir sehen uns einfach später wieder, wenn überhaupt. Ja, mal, ich denke schon. Wir sehen uns später wieder. So, also ich habe jetzt gerade vorher den Stream beendet, es sind etwa so 2,5 Stunden, die ich so gestreamt habe. Ja, also momentan ist eigentlich, wie soll ich sagen, Streamen macht mir an sich schon Spaß oder beziehungsweise Streamen an sich macht mir eigentlich immer Spaß. Das Problem ist einfach nur, dass momentan Game-Auswahl recht mager ist, beziehungsweise vor allem halt, ja, ich meine, eben, ihr wisst ja, ich bin ja eigentlich der immer F1 gezockt hat oder viel gezockt hat und halt mit dem auch, sage ich mal, gewisse Reichweite auch gemacht hat, beziehungsweise mehr mit meinen TikToks natürlich, aber er hat immer auf Formel 1 bezogen. Und jetzt ist halt momentan das F1 22 völlig ausgelutscht, beziehungsweise 23 ist ja einen Monat jetzt weg. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mehr so Bock aufs 22, beziehungsweise ich habe schon lange keinen Bock mehr aufs 22, wie viele von euch wissen. Weil es ist halt einfach was Fahrphysik und ja, einfach vor allem Fahrphysik, was das anbelangt, eine absolute Katastrophe. Eines der schlechtesten F1-Games, die es je gegeben hat. Und da haben sie jetzt auch angekündigt im 23, dass es wieder besser werden soll und dass es realistischer sein und auch wirklich mehr Grip auch rum sein. Also so habe ich es jetzt wirklich interpretiert, wie ich es gelesen habe. Und ja, ich hoffe auch wirklich schwer, dass das auch wieder so dann eintreffen. Aber wie es da wirklich wird sein, am Ende des Tages sehen wir natürlich dann auch erst, wenn das Game draussen ist. Aber ich traue jetzt mal Codemaster und EA. Weil an und für sich ist ja das Game nicht schlecht eigentlich. Also vom Aufbau her. Sie müssen halt einfach gewisse Sachen verbessern, was auch halt einfach vor allem Dings anbelangt. Dass man halt einfach länger als Game gebunden ist oder halt sich ein bisschen fesseln kann, weil einfach der wie hat der geheißen, nicht Paddock Pass, der Podium Pass, der ist eigentlich auch relativ führig gewesen, weil dort ist nie etwas richtig Geiles drin gewesen, also in meinen Augen. Und ja, sie müssen halt einfach irgendwie so ein bisschen Challenges machen oder Sachen, die man freischalten kann, wo halt einfach den Spieler dazu treiben, das Game länger zu spielen. Ich glaube, das sind aber auch checken jetzt und mal schauen, was sie jetzt wirklich werden raushauen. Dann am 16. Juni kommt es offiziell raus. Wenn man aber Champions Edition vorbestellt, dann kann man 3 Tage früher noch gamen. Die werde ich mir ziehen, weil am 16. Juni habe ich Geburtstag und dann werde ich nicht streamen. Aber 3 Tage vorher dort kann ich sicher streamen. Und ja, wir schauen mal, wie das so wird. Wir nehmen es vorab, sage ich mal, aber ich bin eigentlich guter Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr könnt mal gerne unten in die Kommentare hineinschreiben, was ihr glaubt, ob das Game gut wird oder nicht. Ich denke, es wird schon gut werden, aber wie gesagt, wir wissen es ja nie. So, also, wie gesagt, ich habe jetzt fertig gestreamt, es ist jetzt inzwischen 7:45 Uhr, der Tag ist eigentlich schon relativ gut rum. Ich tue jetzt noch etwas essen, weil ich habe Hunger. Ich habe noch Sugo, wo meine Mami gemacht hat und das mache ich jetzt. Also Tomatensauce ist, also mache ich einfach Pasta dazu. Und ja, ich glaube, so muss ich ja nicht. Ja, ich könnte euch eigentlich sagen, wie ich koche. He? So richtig gutes Futter könnt ihr jetzt machen. He? Ich zeige euch das einmal. Ich würde sagen, wir legen los. Wir switchen mal in die Küche rein und dann kochen wir etwas. So, also, ich habe ja Sugo, beziehungsweise meine Mutter hat mir ja Sugo mal gemacht, beziehungsweise ja mitnehmen. Also eine Tomatensauce. Und jetzt, weil das einfach schon ein bisschen low wäre, wenn ich jetzt einfach nur Teigwaren und Nudeln, Teigwaren und Nudeln, genau, ist ja genau das gleiche. Ich meine Teigwaren und Tomatensauce machen. Tun sie jetzt ein bisschen frisieren, kann man sagen. Ich tue jetzt Knoblauch und Zwiebeln schneiden noch, wegen so Zeug ist einfach geil. Und was wollen wir drin tun? Natürlich noch Parmesan. Und da empfehle ich euch, weil es auch viel geiler ist, was ich eben immer hole, ist so Bröckli hier.
Also es ist Parmesankäse, einfach so kleine Möckli, die zugeschnitten worden sind. Und wenn ihr dann nachher so eine fancy Käseraffel habt, wie wir hier haben, könnt ihr da das rein tun. Dann könnt ihr das Gewinde draufschrauben, beziehungsweise das könnt ihr drehen. Und dann könnt ihr nur so drehen, da habt ihr noch so eine Klappe, das sieht so aus. Da könnt ihr den Käse rein tun, zack, und dann nachher zack, 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 da kommt der Käse raus. Richtig geil, frisch geriebener Parmesan eigentlich. Und ja, das machen wir jetzt. Wird ein bisschen schwierig werden mit Filmen, weil ich eben nur ein kleines Stativ hier habe. Aber ich zeige euch einfach immer so ein bisschen zwischendurch, was ich jetzt gemacht habe. So, dass ihr das Ganze auch gesehen habt, ich habe jetzt hier mal Zwiebeln und Knoblauch geschnitten. Ich habe hier ignoriert die dreckigen Herdplatten. Olivenöl drin. Ich tue jetzt mal Zwiebeln und Knoblauch reinschmeißen, tue das Ganze mal ein bisschen andünsten und dann tue ich Tomatensauce drin. Mache jetzt Teigwaren noch dazu und dann wird das perfekt. Der Käse ist noch am Auftauen ein bisschen und dann kommt das sehr, sehr gut. Yes, das ist meine Pasta, die ich gemacht habe mit dem Sugo. Und ja, ich habe ein bisschen viel Käse drüber, ich weiss, aber glaubt mir, der Käse ist einfach immer der Shit auf so Zeug. Dann habe ich noch 2 übrige Würfel, weil ich nicht alles verreiben. Aber ja, das ziehen wir jetzt rein und ich wünsche mir selber einen guten. Und dann sehen wir uns später nochmal, wenn ich das fertig gegessen habe. Let's go! So, also es ist mittlerweile Viertel ab 9 Uhr und ich tue jetzt ein bisschen mit dem Simi zusammen noch zocken. Und das wäre es eigentlich vom heutigen Tag, bzw. vom heutigen Video. Mehr wird nicht passieren. Ich tue jetzt auch wie gesagt ein bisschen gamen und nebenbei trinke ich dann noch das Moretti, eines der besten Bier, was es gibt auf dieser Welt. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es gewesen, wenn etwas noch kommen würde, ich das noch sicher zeigen, aber ich denke, es jetzt eher weniger. Abwaschen, das Ganze muss ich glaube ich nicht zeigen, das ist nicht so spannend. Ich würde mal sagen, wäre es das gewesen mit dem heutigen Video. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du das Video bis hierhin geschaut hast. Und ja, du gerne das Video bewerten, wenn du es noch nicht gemacht hast, und du es auch gerne teilen, wenn du es auch noch nicht gemacht hast. Und auch gerne ein Abo da lassen, wenn du das auch noch nicht gemacht hast. Und ja, wie gesagt, das war es. Danke vielmals fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dann wünsche ich euch ein schönes Tag, macht's gut und schöne!